Und du mal herzlich willkommen zurück bei einer Episode von Comedy Luxemburgs Finest Metal Podcast. Noch immer mit mir, dem Gilles. Und wir gehen das hier an die zweite Runde von unserer Metal Milestone Serie, so ich mal so. Weil da gibt es einfach verdammt viel Alben, wo man muss durchschulen und für eben ein bisschen etwas zu losen und für die Leute dabei sind, die noch nicht so lange dabei sind, vielleicht mehr zu gehen. Da go für etwas. Das ist schon lange hier. Verschiedene das natürlich Rezent. Und genau da wollen wir Mama heute mal einfach songen. Und ich fand das nicht mehr wie richtig. Alben oder EPen, wo eben noch nicht so alt sind. Und ich schon effektiv von meinen 3 Sachen, die ich hier stehen habe, sind 2 Sachen, die rauskommen. Also, wenn die Video hier natürlich von 2025 gedreht, hier sind 2 Alben oder für mich ein Album, ein EP, wo das hier rauskommen sind, wo einfach nicht so raus sind und natürlich noch ein anderes Album, den ist von 2021, also das ist ziemlich rezent. Da sind natürlich all viele Puristen, die sagen, wie kann ich etwas Metal Milestone nennen, wenn es noch nicht eine gewisse Zeit draußen ist, wenn das Feedback kann ja noch nicht so groß sein, wie dass es rezent ist. Also ich ist, nee, das ist nicht unbedingt wahr, weil ich fand es als absolut wichtig auch neue Sachen zu nennen, weil ich meine, das was heute sowieso hier zu Land geliefert wird, das ist nicht mehr mit früher zu vergleichen. Nicht, dass die Allzeiten schlecht waren, just das waren eine Moyen. Und ich meine, die 3, die ich mir da rausgepickt habe, weiß ganz genau, wo ich kann nicht nur mit Moyen, sondern mit Know-how und weißt wirklich eine Form von Musik noch kannst weiter evoluieren. Und dich selber natürlich auch als Band, gell. So, die, die mich kennt, sind noch immer ein Core Kid, gell, Core Kid for Life. Und wirklich, dass wir müssen eine ganz rich Metalcore-Band oder eben Bands, die eben mehr in die moderne Richtung gehen, aber nicht so modern mengen Sachen wie, keine Ahnung, wie Spiritbox, wie Poppy oder so. Voilà, der wirst du mal hingehen. Ich schwätze natürlich für Parity. Parity hat mit Zero Sum Game das Jahr etwas aufgeliefert, was so stark war und einfach nicht zu beschreiben war, wie krass modern eine Band kann klingen von hier. Aber wie erstens mal so stark das Album ist und so stark hier Live-Shows sind. Zum Beispiel eben das Release von Zero Sum Game, das war maybe just ein normal Release. Wie ein Alternativ an eine progressiv Evolution von einer Band will entdecken, okay, da kann man sich natürlich auch gerne die Sache von 4 droht von Parity löschen. Ich sage nicht, dass die schlecht sind, um Gottes Willen, nee. Aber die extra paar Schritte auf der Trab, also die sind gelungen mit diesem Album. Und ich fand, den Album gehört absolut schon an einen Metal Milestone löscht. Und ich hoffe, dass den Album nach weiter wird so gut altern, weil den effektiv mehr oft daustat oder mehr oft zurückkommt, was besser geht. Irgendwie. Das ist ein Grund. Und ich meine, dass wie gesagt, bei den 3 Alben, wo ich hier haut nennen, und ich zumindest das gefiel. Und Präzision und Know-how gibt bei Parity ganz groß geschrieben. Das Quintett wird eben definitiv, ich meine, es wird definitiv hier Bullfond, wo sie sich wohl drauf fühlen. Sie passen alle gut, sie sind alle gut auf den aufgestimmt. Und das funktioniert einfach. Wenn Zero Sum Game aus irgendeinem komischen Grund nicht hören hat, dem Roten ist ganz stark gut, das zu machen. Natürlich wird alles am Link sehen. Und natürlich auch für Hanno
später hin lo bisschen auch die English Listeners an Viewers hai bisschen zu pleasen, klengen Hinto von meiner Seite. Gi natürlich noch kleine Schnipsel präpariert op Englisch fir eben e Fokus op die 3 Bandzeit zu machen. Wie gesagt, die Metal Milestone Serie hai die as net lo net nimmen de Olo fir alles zu nennen wat Rezent ass. Meginreck, mir kommen noch hier, mirreck, dat geht so wich waschi hin an hier, an wir werden dadurch ha ganz viel Ech zumindest neu entdecken, wo ich wahrscheinlich schon jahrelang im Gelehrt tun. An och eben Sachen, sogar Rezentsachen sind so, okay, der Tor ist noch nicht so weit mehr. Das trappt einfach, das trappt dich einfach nicht mehr vom Stuhl. An den Schmengen, darum geht ja bei Musik, an Musikappreciation. Es soll dich immer neu überraschen. Und damit gehe ich direkt bei dem zweiten Album oder vielmehr die zweite EP, wo wir heute haben, wir hatten schon eine EP an der ersten Metal Milestone, das war Deftown mit The Sparkle Has Become a Flame. So, wen Thrash Metal gern hat, ja, an Thrash Metal mit enger hin von so gut Thrash Metal am Jahr oder am 20. Jahrhundert gemacht, dann fällt mir effektiv just aktuell eng Band an, wo ich einfach den Hand drauf favorieren, wo ich so die do weißt ganz genau Spaß zu holen, Entertainment aufzuliefern auf alle Niveauen, als alle Reihen zu schießen. Mir schwätze von Sublime. Wen hat dat voll geduld? Metamorphosis ass jo usech eng EP déi ja, nei opgeholt gin ass mat ganz alle Lieder vun eben Thrashing Delirium, dat war den echten Album. Ja, ich kann natürlich auch Xenocylica Phobic Sessions nennen, wo den Album as mindestens genauso stark. Me wann ich de Verglach sehen, wat ze mat Xenocylica Phobia Sessions aufgeliefert hun, an och Autoren die Leder Rieder op, wo se do gehollen, no dems an och van net a Lieder sinn an en engen neue Gewand ze porträtieren. Se wissen einfach wéi an Metamorphosis as genau ein Statement fir die Band, déi avalorem och wo wirklich merkt, do ass e Night Fire wat brennt seit eben Xenocylica Phobia Sessions an wat wo einter nimmer nach Gas gin. Da muss ich einfach appreieren an Metamorphosis as so engerseits so witzig, okay, Videoclips helfen net, muss ich aber trotzdem nur so Videoclips die sehr gut gemacht an ganz große Kinogeteil geliefert. Mit Songs geil, also Songs sind einfach einzigartig. Die Albumversion war gut. Aber sorry, ich kann nicht mehr bei Thrashing Delirium den Album zurückholen, nachdem sich Metamorphosis hören. Es ist einfach so wie es ist. Und nichtsdestotrotz, Geschichte muss gehuldigt gehen an. Das sind sehr starke Lieder, aber Metamorphosis sind einfach viel besser an alle Varianten im Vergleich zu den Sachen für drun. Ob es am Sound ist oder an der Produktion, all darum, gell. Und dann, wie gesagt, ich habe mir auch schwer getan, Xenocylica Phobia Sessions zu wählen oder Metamorphosis, aber ich gebe mir mein Gefühl, ja, da wendet sie mal hier. Wendet Gefühle. Dann ist eben Metamorphosis DP von diesem Jahr. Ob Valentinstag rausgemacht, ich meine, mehr schöne Kado gibt es ja wohl nicht für Valentinstag. Und ja, also Sublime, gell. Wenn du noch nicht der hat, da ranzugucken, den hat definitiv nicht verpasst. Und dann immer auch schon bei den letzten 4 Haut, wo mir ganz wichtig ist, aber wo auch vielleicht ein bisschen kontrovers ist, weil andere
die hart geroden an da ist so ne das Metal das nicht das nicht do muss Metal sehen da das man froh der Raum geheien Metal kann so viel Bedeutungen tun das nicht den Begriff stur eng point de vue oder eng Vision von wie Musik soll durch unheieren oder porträtiert gehen Metal aus viel mehr ich gehe noch persönliche Erfahrung zurück schon eng Welt spannt für etliche Jahren ha gesehen es sind do op das famous Band von Hai opmerksam gehen an Schweze für pleasing Schwatzen oft für pleasing mir das mal ein bisschen egal dass du immer mein Channel ich mache was ich will so on the table, 'cause you and her have nothing left to try. You are not able to apologize. Incapable to look her in the eyes. Is there a way for me to open up? Is there a way for me to open up? Pleasing in the Mood for Super Dark Times von 2021 dat sind die Lieder, wo ich op dem famose Konzert of Slow Crush, wo sie als Opener dabei waren, entdeckt hun an ich war geflasht von Emotionen. Ja, es sind auch ein Emo sind as okay an Gefehler am Iwerfloss verdammt hart Passagen treffen op exzentrisch Iwersches Foucault-ähnlichen Elementer. Meine Post-Hardcore ist sowieso bei Pleasing ein Begriff. Mir Post-Hardcore hat selten so gut geklungen wie Pleasing mit dem Do-Album. Und auch Do-Album ist immer schwer. Ich liebe die letzten 2 EPs, auch die leider aus Anfang des Jahres rauskommen. Mir das einfach das ganze Konzept von In the Mood for Super Dark Times, wo einfach so gepasst wird, aber wo, ja, wo das ist so verdammt hart und das aber so verdammt nicht hart. Und ich meine, Patrick war ja auch schon in einem Podcast generell. Die Bands, die ich abgelöst die waren alle schon high. Also das bedeutet mir wirklich extrem viel, dass ich dann noch die große Ehre habe, mit denen zu kommunizieren, sich mittlerweile zu kennen. Und das ist mir extrem wichtig, weil ich meine, ich viele etwas von die Bands lauschen, ich viele etwas von sie gucken gehen. Ich freue mich einfach, das zu teilen an die Leute. So, du hast wirklich etwas Hand drunter. Also sprang ich, was der schiert, auch wenn es nicht Metal groß auf den T-Shirt steht oder was auch immer, zum Beispiel bei Pleasing. Das ist wesentlich mehr wie just, ja, wie sich Metal. Metal als eben ein Begriff, wo Puristen den Begriff benutzen. Ich meine, wir benutzen das selber hier am Channel, also schon seit Ewigkeiten. Mir sich geht es einfach um Musik, an das, was ich gerne will. Da ist bei mir Pleasing ganz, ganz weit oben. Auch noch eine sehr starke Influenz für mich persönlich mit den Sachen, die ich selber mache. Also, ja, ich könnte noch stundenlang über Pleasing schwärmen. Darum geht es ja aber trotzdem nicht. Mir fehlt an der Wider von Patrick auf seine Bandmates zu suchen. Sie sind wahrscheinlich die härteste Metalband, die nicht Metal machen. So. Und ich meine, da tun ich alles gesucht, für Pleasing zu regroupieren. Oder irgendwie du Sounds durch am rumzufahren. Aber Fanboy confirmed, gell. Wir Pleasing dann nicht, auch noch nicht live gesehen hat. Dem roden stark so seine Meinung zu ändern und nicht seine biased Meinung do an der Raum zu geheien. Generell, also die 3 Bands, wo ich halt genannt habe, Parity, Sublight, Pleasing, mit denen entsprechenden Alben oder generell, das sind verdammt wichtige Bands für mich,
generell well wie mir der Teil gefangen und demos zu 2 und zu 3 erleben ich es sind op ganz viele opmerksam gehen wo ich wirklich vor dem verloren an Datei waren eben die Bands mat die echt Bands wo ich neu entdeckte noch aber so wow, du hast so viel verpasst die wirst wirklich genau dat zu liefere wat ich muss hun wir können es funktionieren am Sinn von musikalisch an du we da sind sie haut op der Licht an der Schweizer mir wie ein Kind nennen also wenn du Problem huet kann ich gerne manifestieren mich schmengen dat waret für haut mat dieser Metal Milestones like and subscribe gibt mehr Kommentare an gibt mir auch Rekommandationen wann ich gebe schon ganz op der Liste stände sind wohl einfach so min natürlich Testimonia werde ich muss ich heranhöllen mir Root Revelation mir Aeonic wo auch nach Red Sanders an mir ganze Cope einer Sachen Everrating Serenade oh Mam et ass einfach endlos viel hai an dat noch endlos viel verlorengegangen an du weint der geht heim mir mache lo bisschen nei bisschen mir all also hin an hier mir ich gi mal wirklich méi für die Metal Milestones Serie Serie ich weiß nicht, wie viel das da werde gehen mit werden eng jet gehen probieren so ehrlich an so ja so kurz wie möglich zu haben weil ich mengen ich kann auch schwatzen an der Zeit wo der Männer tut genauso gut an der Gi die du lernst so du tun nicht meint wie haut gesucht ist so ein großer Merci für gucken für no an natürlich auch andere like und subscribe am mir gesehen als schon heieren bei Comedy an du mat e wunderschönen Dach Abend was auch immer. Au revoir.